Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Alien Isolation auf Pelzig. In der letzten Episode sind wir hier in die Projekträume von KG 348 reingekommen und das Alien hat uns auf Deivelcom rausgestalkt und ich habe dort dabei fast die Hälfte von meiner Flammenwerfermunition vergeuden müssen, weil dieses elende Mistvieh mich die ganze Zeit penetrant belästigt hat und ist nicht abgehauen. Jetzt habe ich es aber irgendwie wieder hingekriegt, dass ich mich genug versteckt habe. Jetzt ist es wieder irritiert genug und weiß nicht wohin. Ah, okay, da muss ich den Strom auch wieder herstellen. Gut, dann muss ich wohl dort zu dem Blinkkaste hier. Und die Episode ist beim letzten Mal auch nicht so lang geworden, wie ich gedacht habe. Ich habe geglaubt, dass ich eventuell nicht so schnelle Speicherstation finde. Aber ich bin wieder in meinem 15-Minuten-Programm. Ansonsten habe ich ja mittlerweile auch keine Probleme mehr, Extended-Folge zu drehen. Ich sehe eine Spannungsspitze. Ich sehe... Jetzt am Bedienpult im Zentrallabor die Laborsysteme wieder mit der Sebastopol. Ich sehe nur Scheiße, mein Lieber. Wir verlassen uns auf Sie-Replay. Gefahrenstoffleck registriert. Aktivieren Sie primäre Alarmanlage, okay. Ja, wir verlassen uns auf C-Replay. Du kannst doch gerne dein fetter Arsch selber runterschwingen und das mache Herr Marshall Waits. Boah, ich hab mich nicht um den Scheiß gerissen. Davor habe ich nicht Ingenieur studiert. Ich hab doch meinen Space Master nicht gemacht, um hier von Aliens verfolgt zu werden. Finde ich übrigens auch ultra geil. Es gibt tatsächlich, ihr liebe Leid, einen Universitätstitel, der heißt Space Master. Und zwar ist es, die bessere Bezeichnung wäre eigentlich Master of Space Engineering oder sowas, weil da geht es um Raumfahrtingenieur. Ingenieurskunst, würde ich schon sagen. Und das Ganze läuft unter dem Mastertitel Space Master. Ich meine, das ist total elitär, der Studiengang und alles. Aber der Titel ist sowas von dämlich. Da hat nur noch gefehlt, dass man hier nicht dran packt of the Universe. Also sowas Blödes. Aber an sich ist es saucooles Studium, weil das eigentlich genau das ist, was die Ripley hier macht. Jetzt außer von Aliens verfolgt wäre und bla bla bla. Aber es beinhaltet eigentlich Raumfahrtsingenieurskunst. Und das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Okay, hier ist gesperrt, natürlich. Dann kraxeln wir doch noch da ein bisschen rum. Bis wir da wieder ankommen. Okay, das Alien ist wieder in der Nähe. Der will nicht auf mich her, der will nicht zum Wurstmarkt. Ah, na, und Hunger hat er auch wie Sau. Okay. Tief durchatmen. Bisschen warten, bis es wieder abhaut. Ich will nicht schon wieder die Hälfte von meinem Flammenwerfer verschwenden müssen. Okay. Das Kraxler? Oh, nee. Ist bestimmt wieder in der Nähe, oder? Okay, es ist hinter mir irgendwo. Das soll mal recht sein, solange das Vieh nicht checkt, was Sache ist. Ich glaube, ich habe der aerodynamische Kopf noch gesehen. Ja, da irgendwo ist es. Nein, 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 brich's ab! Brich's ab, Ripley! Hau ab! Boah, jetzt aber fix, Mann. Fix! Falsch. Nein! Das V. Das umgedrehte E. Das moderne Kunstwerk und der Pixelgegner. Okay. Was geht denn jetzt ab? Entkommen Sie aus dem Labor. Irgendwo ist es wieder. Ja, bitte verhalten Sie sich ruhig. Ich will nur dich sehen in der Lage, Mädel. Man merkt, dass ich mal wieder die Nerven kurz am Verlieren bin. Die bestätigte speichern. Ich weiß, wie eklig die Stelle wieder ist. Ich krabbel jetzt so lange nochmal durch. Boah. Ich bin wieder arg gespannt wie ein Flitzebogen gerade. Das ist wieder so richtig üblich Passage. Da muss ich mich wahrscheinlich gleich tierisch konzentriere, weil da kommt jetzt wieder so eine Abfolge, die echt gemein ist und ansonsten müssen wir die Passage nochmal spielen.
Das mag ich gern, um ehrlich zu sein. Wieder raus. Ja. Ich vergewissere mich ständig durchs Karteglotzer. Nein, nein! Gucken Sie mir das nicht an! Jetzt haben sie mich rausgejagt, die Säcke. Jetzt haben sie mich abgekoppelt von der Sevastopol. Und die Luft geht aus. Batsch. Künstliche Schwerkraft und Atmung ist noch aktiv. Jetzt muss ich darüber. Oh Gott. Ja, jetzt sind wir irgendwo aus der Sevastopol geschossen worden. Und schwankt wackelt wie ein Kuhschwanz hier. Aber okay, sie haben die Ripley geopfert. Oder wollten die Ripley jetzt opfern, um das Alien loszuwerden. Nicht sehr elegant, aber irgendwie verständlich. Besser einer als die ganze Station. Kann ich schon irgendwie noch vollziehen. Da muss ich lang. Yes, das ist ja leid. Es wackelt wie die Sau. Okay, Alien ist ruhig. Ich glaube nicht fast sehr lang. Boah, Mann. Scheiße. Normalisieren Sie den Druck der Luftschleuse. Gut, dass ich das mit dem Android schon gelöst habe. Der steht mir auf. Warten Sie, bis der Druckausgleich abgeschlossen wurde. Ja, jetzt weiß ich wieder, du hat mich das Alien ein paar Mal erwischt, deswegen jetzt muss ich aufpassen. Wo ist es? Oh, schneller! Oh! Dendo, der ist für dich, Alien. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Habe ich schon Scheiße gesagt? Wie wär's mit Fuck? Oh, nee. Stellen Sie den Strom wieder her. Die ganze Rotze von vorne. Okay. Kacken Sie sich in die Unterhose. Geschafft. Ich sehe eine Spannungsspitze. Ja, was du wieder alles siehst, Mendel. Verbinden Sie jetzt am Bedienpult im Zentrallabor die Laborsysteme wieder mit der Sevastopol. Wir verlassen uns auf Sie, Ripley. Ja. Die schnießt. Kann ich doch rein? Ah, okay, du musst ja gar nicht das Rumgewurschteln machen die ganze Zeit. Jetzt ist mir auch gerade egal. Jetzt rase ich dort durch. Das umgedrehte E. Das V. Der Knödel und der Top mit Deckel. Okay. Ist noch was jetzt mal gerade egal. Da soll ich doch der Blitz beim Scheiße treffen. Drecke das Alien und Dreck der Waits. Bitte verhalten Sie sich ruhig. Kannst du mir mal eine Kippe und ein Bierle bringen, dann den ich mich vielleicht beruhige. So schönes kaltes Bier jetzt. So gemütliche Kipp geraucht. Es tut mir leid, Ripley. Abwurfvorgang wurde eingeleitet. Bitte Abstand von den Türen halten.
Wir opfern dich. Mach's gut. Plätsch. Ich hoffe, das nur klappt's besser. Sorry, wenn ich so ein Motzkopf bin, aber das regt mich auf, wenn ich so Stationen nochmal spielen muss. Obwohl es fast geklappt hätte. Da krieg ich die Krise. So fängt das neue Jahr super an. Dass ich gleich mal so einen kleinen Wutanfall krieg. Okay, da kletter ich jetzt doch nochmal durch. Der Passage gehe ich auf Nummer sicher. Okay. Ich habe null Orientierung, ohne Scheiß. Deswegen alle 2 Sekunden auf die Karte geglotzt. Okay. Ich hoffe, der Android ist schon erledigt. Ich hätte jetzt keinen Bock, das nochmal machen zu müssen mit dem Android. Aber ich glaube, das war soweit gespeichert. Hau ab. Sieh ab, du Kreatur. Scheiße. Oh Mann. Irgendwo in der Nähe schlappt's wieder rum. Und geht wieder. Aber es ist noch hörbar. Latsch. Erwischt. Hat mich über der Haufe gerannt, aber nicht umgebracht. Schneller! Da ist es wieder. Natürlich. Hopp. Du Sechsfinger-Kasper. So einen Hals krieg ich. So einen Hals. Scheint mich im neuen Jahr verlassen zu haben, das Let's Play Glück. Dass ich die Passage gut meister, die ich sonst als extrem schwierig erachtet habe. Aber so wie es aussieht, ja, ist ziemlich beschissen gerade. Geschafft. Ich sehe eine Spannungsspitze. Ich sehe eine Spannungsspitze. Mann, 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 Mann. Mit der Sebastopol. Wir verlassen uns auf Sie, Ripley. Was du alles siehst, Kerl. Welche Richtung? Ich sehe einen gewaltigen Ring um deine Haare, mein Lieber. Warte mal, bis ich zurück bin. Dann geht's was auf der Wäsching. Du dreckiger Dachdieb. Okay, da kann ich nein. Ach, was halte ich mich da damit noch auf? So. So, dritte Ehe, der Pixelgegner, der Schlüssel und der Topfdeckel. Je mehr ich flug, desto mehr hängt mir mein Bart in die Schniss. Okay. Kann ich doch auch so einfach... Ja, okay.
Ist gerade hinter mir, oder? Ja. Verhalten Sie sich ruhig und gehen Sie zum nächstgelegenen Ausgang. Ich bin so scheißfroh, wenn das vorbei ist, ihr liebe Leid. Schacht. Das jaulende Sirenegeräusch im Hintergrund übrigens, das ist ja auch aus dem ersten Alien-Film, wenn die Nostromo geräumt wird. Gott. So, jetzt nochmal. Nein, nein! Tun Sie mir das nicht an! Die Sekunde hätten sie auch noch warten können, oder? Bis die durchgehechtet ist. Hopp, wieder runter mit dir. Aber die Passage will ich noch rumhaben. Dann kann ich einen Cut setzen. Ich kann erst hier einen Cut setzen, wenn ich den Teil gelöst habe. Mir kommt eine Idee. Mir kommt eine Idee. Wenn ich dort bin, sollte ich vielleicht einfach mal ein Geräusche machen, irgendwo in die Gegend pfeffern. Vielleicht rennt sie dann dort hier und ist kurzzeitig abgelenkt. Das nochmal. Verhält sich wieder ruhig. Ist noch was? Kannst du dort hier? Scheiße. Soll's mal dort hier gehen. Bitte begeben Sie sich zur nächstgelegenen Luftschleuse und warten Sie auf die Notfallplanerankündigung. So. Sag mal. Luftschleusennormalisierung eingeleitet. Luftschleusennormalisierung zu 25. Boah, geh bitte weg. So fett unangenehm gerade. Wo ist es? Hey, das gibt's doch nicht. Ich hab den volle Wumme mit dem Flammenwerfer abgeschossen. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ey, so ein Mistvieh. Ich hab den volle Wumme mit dem Flammenwerfer attackiert. Alter. Ja, nee, ist klar. Komm, es ist eh schon unfair genug, die Passage. Wir haben sie ja nur zum 4. Mal jetzt. Komm. Lass es noch ein bisschen unfairer sein, indem das Alien jetzt durch Flamme schreitet. Also, geht's noch? Geschafft. Ich sehe eine Spannungsspitze. Oh, du mit deiner Spannungsspitze. Ey, das gibt's gar nicht. Das ist doch so mies. Wir verlassen uns auf die Replay. Weißt du, ich hab nichts dagegen, wenn ich das Ganze selber versemmle und Eigenverschulde hab. Aber das war unfair. Ich hab voll drauf gehalten auf das Vieh mit dem Flammenwerfer und das zieh ich da einfach durch. Na gut, nehmen wir es halt wie es ist. Machen wir es zum 4. Mal. Und verfluchen gerade 500 Mal die Entwickler. Und wünschen ihnen, dass sich ihr Skrotum verschließt und sich ihr Schließmuskel auf ewig verkrampfen. Ja, das erheitert mich wieder sowas. Ab. Okay, die umgedreht der Top mit Deckel. Der dicke Top mit Deckel und der Pixelgegner. Okay.
Also langsam kriege ich echt die Krise. Hau ab! Hausch du ab, du Säckel! Bitte verhalten Sie sich ruhig und gehen Sie zum nächstgelegenen Ausgang. So weit kommt's noch. Das ist jetzt aber der Passage verreck. Ja, knatter ruhig so viel wie du willst. Jetzt bin ich fort. Das waren wieder wertvolle 40 Munition, die ich später nicht mehr habe. Machen wir kleine Wette, ob wir es schaffen. Oder ob ich es schaffe. Oder ob ich schon wieder verreck. Das wäre der Eisatz, ihr liebe Leid. Wenn ich es wieder nicht pack, dann mache ich die Episode erstmal zu Ende, die Sache. Ich habe schon den überspießt uns von hinten auf, dann wäre ich durchgedreht. Dann wäre ich aber geplatzt. Okay, also wenn ich es nicht pack, dann lasse ich die Aufnahme gut sein und beende das Ganze. Und zeig's euch dann, wie ich es richtig gepackt habe. Ich bastel jetzt auch schon seit über 20 Minuten rum, also sollte es doch mal klappen. Es tut mir leid, Ripley. Ist super Argument, ne? Okay, hopp. Aus. Und ich weiß, ich sollte mich nicht aufführen, so nach dem Motto, heul doch, heul doch. Aber es ist echt frustrierend, ihr liebe Leid. Es ist richtig frustrierend. Ich sollte einen Geräuschemacher nehmen und dann da hin in die Ecke pfeffern, glaube ich. Geräuschemacher und Pfeffer. Flammewerfer. Soll sich das Scheißvieh doch dort mit rumschlagen. Ich kann da in die Rohre zurück. Wie wären das? Wie wäre dann die Idee? Vermutlich auch nicht die dümmste, oder? Soll's doch machen, was es will. Da muss ich dann die ganze Zeit vorne drauf stehen und kann hier, wenn es soweit ist. Stappt weg. Okay. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich es auch nur so gepackt. Boah, nee. Ist wieder irgendwo in der Nähe. Ich will nichts falsch machen. Okay, es ist noch hier. Es geht fort. Okay. Nutzen wir das Zeitfenster. Und raus. Okay. Wow. Gepackt. Jetzt kann ich mich gerade mal am Berzel. Okay. Schnell einen A-Zug.
Gut. Boah. Okay, das Vieh fliegt zum Gasriese. Und die Ripley knallt wieder gegen die Sevastopol. Boah, Mann. Es ist gerade sehr frustrierend, die Episode für mich, die hier zu Ende geht, ihr liebe Leid. Mit fast 30 Minuten jetzt. Aber, boah, dann haben wir die Passage hinter uns. Ich weiß, am ersten Mal, als ich es gespielt habe, habe ich so einen Hals gehabt. Ich habe es tagelang in mir angeguckt, als ich das gehabt habe. An Leistungskreuzungen können Sie dem Wartungsheber Strom umleiten. Mit dem Wartungsheber. Ja, ich weiß noch, als ich das erste Mal durchgespielt habe, oder beim ersten Mal durchspielen, ich habe so einen Hals gehabt. Ich habe es echt in mir angerührt für Tage. Beziehungsweise, weil ich so verzweifelt bin, nachdem ich es durchgehabt habe, da war ich dann wieder froh. Hab's aber trotzdem dann wieder in Ruhe gelost. Aber während ich das durchgespielt habe, ich habe irgendwie 2 oder 3 Tage dran gesessen, weil ich irgendwie 4 oder 5 Mal am Stück verreckt bin. Und habe echt gedacht, jetzt reicht's mal, jetzt losch den Scheiß sei, jetzt spielt's nicht mehr. Es war echt frustrierend. Und jetzt haben wir den Scheiß gelöst, das Alien ist fort. Und hoffen wir doch, dass sich mal Paranoia nicht bewahrheit hat, dass es mehrere Aliens hier gibt. Hallo? Hallo? Hört mich jemand? Ripley, sind Sie das? Wie er sich wundert, dass ich noch lebe. Sie, absolutes Arschloch. Sie haben mich eingeschlossen. Sie haben das Labor in den Weltraum gefeuert Ich hatte und... keine Wahl. Überhaupt keine Wahl. Ja. Sie haben das Ding gesehen. Sie haben gesehen, was es anrichten kann. Ich musste es von der Station kriegen, ganz egal wie. Ja, mit mir als Köder. Zum Verrecken. Es hat verdammt nochmal funktioniert, Ripley. Es hat funktioniert. Ich habe das Ding erwischt und es in den Gasriesen geschleudert. Die Station ist sicher. Das zum einen. Und zum anderen sind Sie ein herzloser Schweinehund. Ich komme zurück ins Büro. Da können wir Ihre Vorgehensweise genauer besprechen. Ripley, Ende. Ja, dann zauber ich da erstmal einen Ring um die Haare, mein lieber Kollege. Ne, ich kann es nur vollziehen, dass man das Alien weghaben will. Absolut kein Thema, klar. Aber, ja, wer halt als Köder benutzt worden ist für diese Kreatur, der hat natürlich einen Hals wie Keksdost. Das ist nur vollziehbar. Ich warte jetzt nur noch darauf, dass ich speichern kann. Und ich bin in Freude... Ah, okay, das sind die Anfangsräumlichkeiten, glaube ich. Wo wir ganz am Anfang waren, wo wir den Axel getroffen haben, ne? Das dürften die Räume sein. Ich warte jetzt aber eigentlich nur noch auf einen Speicherpunkt, damit ich die Episode hier beenden kann, ihr liebe Leid. Achtung! Apollo hat die Gefahreneindämmung Pumpgun! Geil! Zick, zick. Super Sach. Pumpgun eingesammelt. Und eine Schlüsselcard. Das ist doch heiße Scheiße, oder? Da haben wir sie dann. Die Pumpy. Da haben wir sie. Lad sie noch. Oder geht nur ein Schuss? Boah, geil. Na, Allah. Das entschädigt doch auch ein bisschen. Ich dachte, das war mal bei Switch oder so, wo sie den Schwarzenegger verarscht haben mit Pumpy die Pumpgun. Irgendwas in der Art war es noch, ja. Okay, ja, ich erinnere mich an die Räumlichkeiten. Da waren wir schon mal, ihr liebe Leid. Ja, das wird heute ein bisschen länger, die Episode. Ich hoffe, ihr habt Sitzfleisch und könnt's durchstehen. Aber das lag auch, wie gesagt, daran, dass ich da mehrfach verreckt bin. Wäre das in M durchrutscht gegangen, wäre das auch kein Problem gewesen. Dann wären wir relativ früh durch. Oder zeitig durch zumindest. So muss ich halt 10 Minuten überziehen. Okay. Ja, da haben wir den Axel getroffen, das weiß ich noch. Da ist noch was. Hier spricht Turner. Ich habe die letzte Leistungskupplung gefunden. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist sie aus.
Ich muss nur noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir endlich abhauen. Verdammte Scheiße. Ich höre überall Geräusche. Jedes Knarren und... Beeilen Sie sich einfach, okay? Ja, ich höre auch überall Geräusche. Das kann ich nur vollziehen, mein Lieber. Hoppala. Folgen Sie mir bitte. Bitte. Kommt auf, das ist zwecklos. Ich schieß da ein zweites Ach in dein Kopf, drittes Ach in dein Kopf, du Säckel. Ein Scheiß gehe ich mit. Quecksilberblüterig. Geht's noch? Okay, alles klar. Ja, da bin ich mit dem Axel durch und da waren die Fahrstühle. Ach, das weiß ich noch genau. Aber bevor ich das mache, da ist doch, glaube ich, eine Speicherstation angezeigt worden, oder? Da neben im Eck. Ja. Genau, bevor ich da nämlich rumgehe, mache ich erstmal hier einen Speicherpunkt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Let's Play Alien Isolation, nachdem die Folge jetzt doppelt so lang ist wie beabsichtigt. Vielen Dank, dass ihr da meine Wutausbrüche und meine Schreikrämpfe und mein Frustrationsgebrüll ertragen habt. Ich hoffe, ihr habt es wenigstens amüsant finden können. Machen's gut, ihr liebe Leute. Bis zur nächsten Episode. Iron Yankee.